Salut Fabien, du bist den allererste Gast von unserem neuen Podcast, wo wir total Bock drauf haben, für das in Zukunft weiterhin zu machen. Und die Idee handelt dem Podcast war ja für ein bisschen mehr über den Beruf vom Filmemachen zu schwätzen und ganz spezifisch eben noch die Filmindustrie zu Lützeburg. Ja, also ich gebe auch, das ist natürlich cool, ein Podcast immer anzufangen, dass ich selber interviewt wird. Ich meine, an diesem Fall wirklich, dass man will, hier Leute schwätzen aus der Filmindustrie, Zielers, Schauspieler, Cinematographers, Regisseure, mehr auch Production Designer, all möglich, was die so nennt, below the line. Ja, also die Leute, die nicht unbedingt am Rampenlicht stehen wie Diana. Genau, auch mal drauf zu bringen, dann noch vielleicht spezifisch, wann ein Projekt zuletzt gemacht wird, wenn der Film rauskommt, mit der Person mal drüber schwatzen, wie war das bei dem Film, wie es hat gemacht gehen. Wie gesagt, nicht immer just die Leute, von denen vielleicht mehr gewinnt das zu hören. Und noch vielleicht einfach Sachen schwätzen, die mehr an den Detail gehen, nicht nur, wieso warst du Fan von Film oder welchen Film hast du gerne, wie war das der Prozess, wie schaffst du, ja, wie bildest du deine Karriere für, aber persönlich, bon, für mich, und ich meine für dich auch, mir ein Drama gerne, ein Drama ist, wieso ich Film gerne hört, meistens, und ich will doch schon gerne vorstellen, Heinz, die vielleicht Männer komfortabel sind. Ich habe immer gesagt, wie eine Glamour-Welt, mit allen Menschen an der Welt dran ist, ich weiß ganz genau, dass es 90% von der Zeit keine Glamour-Welt ist. Die paar Ideen, die man zu kann sehen, also da vielleicht von Toscare sehen, das ist immer ein bisschen Glamour da, aber normalerweise sind 90% hart Arbeit, Stress, Aufsuchen, Selbstzweifel, Tränen, die Idee von dem Ganzen sind, wie sie zum Glamour könnt. Und das gebe ich gerne in diesem Podcast auch mit Leuten durchschwätzen. Ja, und ich meine noch, dass das interessant kein Sinn für Leute, die gerne Filme gucken natürlich und vielleicht nicht so gut Bescheid wissen, wie den all darüber beim Set ausgesagt oder wie das dann genau auflebt oder wie der Film, den du auf deiner Tele flimmert, wie die genau zu Sterne kommst und wie viel Leute du selben Strang müssen zeigen, für dass der dann nur ausgesagt, wie wenn das einfach mal so aus dem Arm gerüsselt wäre. Genau. Einfach was die Positionen sind, wie alle Menschen dazu beiträgt an wie dazu könnt. Ob der einer ist, der sagt, ich will gerne selber in dem Milieu schaffen, aber wie soll ich mich da anlehnen? Oder ob eine Person ist, die 7 Jahre hat, aber immer sagt, ja, ich bin eigentlich oft gefreut, wie geht es gemacht? Aber vielleicht, hoffentlich, als einer bei so Podcasts sind, die froh einfach.